Hey zusammen, mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny. Und willkommen zu unserem ersten Türchen von unserem Adventskalender. Hey ja, die Flavia und ich, wir sind beides Menschen, die Adventskalender lieben. Wir haben auch schon beide Adventskalender für andere Personen gemacht, gebastelt. Und wir haben gedacht, hey, warum nicht unsere Podcast-Plattform dafür nutzen, um auch einen Adventskalender machen daraus? Genau, also ein Adventskalender ist ja so aufgebaut, vom 1. bis zum 24. Dezember gibt es ein Türchen. Jeden Tag. Genau, und in unserem Fall gibt es jeden Tag eine Folge. Und zwar einmal ein bisschen länger, einmal ein bisschen kürzer. Vom Inhalt her weiss ich nicht, wenn wir da schon etwas verraten, Jenny. Ich glaube nicht, weil ein Adventskalender lebt ja auch davon, dass es einfach 24 Überraschungen sind. Was klar ist, dass sie, wie bei jedem Adventskalender auch, dass es grössere und kleinere Türchen gibt. Aber wir haben uns Mühe gegeben in der Planung, dass es abwechslungsreich wird. Und lasst euch also einfach überraschen. Genau, wir lassen uns auch ein bisschen überraschen. Wir probieren neue Sachen auch aus. Ist für uns auch eine kleine Überraschung. Ja, ein kleines Experiment und wir hoffen, dass es euch gefällt. Darum, ja, vielleicht habt ihr ja schon einen Adventskalender daheim, vielleicht auch noch nicht. Darum, ja. Genau, also ich hoffe sehr fest für euch, dass ihr einen habt. Und sonst vielleicht können wir mal ein bisschen verraten, was wir mal für Adventskalender bekommen haben oder geschenkt haben. Vielleicht noch als Inspo, so als letzten Drücker, dass wir das noch machen können. Wobei, am 1. Dezember kann man immer noch machen. Ja, dann gibt es ja ganz viele Adventskalender, die dann 50% sind. Ah, du meinst kaufen? Ich habe nur an selber machen gedacht. Ja schon, aber also, am 1. Dezember oder so, am 5. Dezember sind alle Adventskalender, die du kannst kaufen kannst, also nicht nur Jockey-Kalender, auch alle anderen, sind dann wie abgeschrieben. Logisch, Im Januar noch mehr, ja. So 70%, weil dann ist ja wie schon ein bisschen zu spät. Stimmt. Vielleicht hast du schon einen für das Jahr? Also hast du jetzt schon einen? Hey, wir als WG machen einen. Also, genau, ja. Was für einen? Also keine Ahnung, jeder macht mal, irgendjemand hat so eine gescheite Excel-Liste von der WG angefertigt, wo irgendwie aufgeht, dass der dem schenkt mal, der dem. Also du bist dann verantwortlich für keine Ahnung. Wir sind zu viert in der WG. Genau, ja, ich mag nicht rechnen. Komm, ich kann es ja schon. Aha, wow, ja. Gut. Genau, ja, in dem Fall. 6 Türchen hat jede Person. Und ich habe noch nie so einen Gruppen-Adventskalender gemacht. Aber cool, aber ja. Ich freue mich. Eine gute Idee für eine WG. Voll. Und eben, man muss nicht 24 machen, weil es ist schon aufwendig. Ja, oh mein Gott, ich weiss noch, ich habe im ersten Jahr, wo mein Freund und ich zusammengekommen sind, jetzt sind wir so, im Dezember sind wir erst 2 Monate zusammen gewesen, habe ich ihm einen Adventskalender gemacht. Ich habe mir mega Mühe gegeben. Ich bin dort 16, 17 und habe so wirklich für jedes Türchen so mega viel Zettel geschrieben oder ein Teddy gekauft, einfach auch für meine Verhältnisse damals viel Geld ausgegeben. Und dann, ich weiss noch, ich habe den damals ihm vor die Tür gestellt und wir sind eben noch frisch zusammen gewesen. Und ich habe irgendwie irgendeine Tasche genommen von meiner Mom. Also weißt, so eine Papiertasche, aber dort ist irgendeine Marke drauf gestanden. Und dann habe ich das sofort vor die Tür platziert und bin dann Ich weiß nicht. Ich bin dann einfach so ums Haus gegangen. Ich habe wie geläutet und habe mich dann versteckt. Warum wirklich ein Weihnachtself? Ja. Nachher macht sie Mama die Tür auf und sagt so, wegen der Marke auf der Papiertasche, sagt sie so, oh, das ist für mich. Und dann habe ich so gedacht, nein. Und dann, ja, irgendwann haben sie dann herausgefunden, dass es ein Adventskalender ist für meinen Freund. Nachher, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie im nächsten Jahr erwartet, dass er mir einen zurückmacht und das ist dann aber nicht passiert. Und wann ist es passiert? Habt ihr jetzt? Ich habe das nicht gemacht, weil ich einen zurückerwartet habe, aber ich habe irgendwie gedacht... Ja, schon gehofft. Ich habe einfach gehofft. Oder ich habe irgendwie gedacht, das ist klar, dass ich mich darüber freue, wenn ich dann auch einen bekomme. Ja. Und dann habe ich keinen bekommen und dann habe ich das, glaube ich, so mal durch die Blume dann so gesagt. Und dann habe ich im übernächsten Jahr wieder keinen zurückbekommen. Und irgendwann, ich glaube... letztes Jahr habe ich das dann mal wieder so, also weißt, ich habe das dann auch verdaut und ich bin dann einfach so, ich habe das dann einfach immer so, wenn es passt hat in der Situation als Stichelei benutzt. Ja. So. Ja, gell, aber Adventskalender, du weißt. Das sind hure viele Perlen im Fall. Wirklich. Ja. Und dann habe ich das so gebraucht zum Sticheln und er hat mir dann letztes Jahr auch einen zurückgemacht und ich finde das mega herzig. Was für einen? Also in dem Sinne 24 kleine Geschenke. Also einmal sind Pilates-Socken drin gewesen, einmal... Pilates-Socken? Hey, es gibt ja für alles Socken. Ja, weißt du, die haben unten dran so Gumminoppen. Weil dann rutschst du nicht so, wenn du mit den Füßen an dem Gerät und so weiter. Ja. Das war drin gewesen. Dann so zum Beispiel ein kleines Lego-Set, wo wir dann haben zusammen können das machen Gucci zum zusammen zu machen. Also jenste Sachen damals, letztes Jahr sind wir auch zusammen im Ausland gewesen, haben zusammen im Ausland gewohnt. Dann hat er halt auch so Sachen gemacht, wo wir dann
im letzten Monat von unserem Auslandsaustausch sozusagen haben zusammen können machen und so. Also mega, mega herzig. Und ich habe dann ihm so wie gesagt, okay, offiziell bin ich jetzt nicht mehr nachtragend, weil du hast mir jetzt 7 Jahre später auch einen Adventskalender zurückgemacht. Da sind wir froh, froh. Aber du hast ihm damaligen, also jetzigen Ex-Freund auch mal einen Adventskalender gemacht, das weiß ich noch. Ja, was habe ich? Ich habe sicher einen Foto-Adventskalender gemacht. Das habe ich auch meinen Eltern mal gemacht, meiner Schwester. Das finde ich immer mega eine gute Idee. 24 Bilder vom Jahr. Das ist wirklich eine gute Idee, das ist nicht so aufwendig und nicht so teuer. Also einmal hatte ich einen Fall, ich habe es der Kollegin vorgeschlagen, ich so, hey, mach deinem Freund doch 24 Bilder von euch. Und das Bärli macht nie ein Foto von sich. Sie so, ich bringe im Fall nicht 24 Bilder an von dem Jahr. Und ich so, okay. Aha, von dem Jahr, dass wir wie so 24 Erinnerungen von dem Jahr nochmal Revue passieren. Ich finde, es passt so Ende Dezember. Es ist so Recap. Ja. Und Bilder, Bilder sind einfach, die sprechen für sich. Man kann hinten dran vielleicht noch etwas anschreiben, was in dem Moment irgendwie lustig war. Also Fotos finde ich geht immer. Ja. Und ich habe von meinem Ex dort ein Rezept bekommen. Jeden Tag ein Rezept, weil Leute, die mich kennen, wissen, ich bin nicht jetzt wirklich eine gute Köchin. Und brauche manchmal ein bisschen Inspo und bin zu faul, um das Kochbuch zu nehmen, hat er mir ein Rezept geschrieben. Jeden Tag ein Rezept habe ich bekommen. Also du hast jeden Tag einen kleinen Zettel aufgefaltet mit einem Rezept drin? Genau, also er hat es von Hand geschrieben und auch ein bisschen seine Kreationen und so. Oh wow. Das wäre, glaube ich, auch etwas für deinen Freund, weil dein Freund kocht so gerne. Was hast du denn... Los zu. Hast du denn schon viel davon? Also hast du denn das aber direkt an dem Tag gekocht? Nein, sicher nicht. Ich habe bis jetzt keins gemacht. Nein! Aber hey, ich habe es im Petto. Ich habe es im Petto. I'm sorry. Und einmal habe ich einen Teekalender bekommen von einer Freundin. Finde ich auch herzig. Jeden Tag einen Teebeutel. Also mit so einem Spruch drauf, mit so einem Kalenderspruch. Nein, sie hat von Hand ein Zettel geschrieben. Jö. Weißt du, ich bin einfach kitschig, ist mir scheißegal, auch wenn drauf steht, Ja. du bringst mich zum Lachen. Oder irgendwie so. Ja, ich finde eben, also es gibt geile Kalender zum Kaufen. Und meistens Zum Beispiel? Ja, so Schmuckkalender oder irgendwie, weiß auch nicht. Der typische ist ja Amorana. Hast du das mal gehabt? Ja. Oh, das habe ich noch nicht geschafft. Das hätte ich auch mal haben. Mal. Also ja, es hat auch manchmal weirde Sachen drin gehabt. aber es hat auch gute Sachen drin gehabt und ja. Ja. Also eben, genau, so Sachen und was soll ich jetzt wieder sagen? Zum Kaufen. Genau, aber man muss dann manchmal schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Oder gerade so Kalender von Influencern sind auch einmal noch cool, wenn man so die Person fühlt oder denen ihre Produkte. Und was tönt das? Aber Produkte dann von sich selber. Ja, aber eben, was ich wollte sagen ist, man muss ja nicht immer auch einen kaufen, man kann mega unaufwendig einen machen. Ja, mega. Ich würde sagen, unser Podcast-Adventskalender ist eher ein bisschen auf der aufwendigeren Seite, aber der Aufwand ist ja auf unserer Seite. Ihr seid die, die das dürfen, oder die einschalten, wenn ihr Bock und Lust habt. Genau. Und es ist auch kein Ding, wenn ihr nicht jeden Tag gerade immer hört. Ich meine, die Türchen verschwinden ja nicht. Das ist ja das Coole am Adventskalender. Genau. Also ich sowieso. Manchmal habe ich auch beim Adventskalender einfach dann die letzten 3 Tage nachgeholt. Ja, dann hast du einfach 3 Tage Schoki gegessen vom Schoki-Adventskalender. Hinter. Ja, ich weiss nicht. Irgendwie die Weihnachtszeit ist ja schon gleich auch noch stressig und man kommt irgendwie gleich nicht jeden Tag dazu. Vielleicht, man will sich ja auch Zeit nehmen, um das Türchen öffnen und so. Aber was wir sagen können, ist, nur weil jetzt Weihnachten ist und wir da so in Weihnachtsstimmung sind, es geht nicht jeden Tag nur um Weihnachten. Genau, also wenn da aussen Leute sind, die das nicht so eine geile Zeit finden, keine Angst, wir haben nicht jeden Tag die Kappen an, also bei jedem Türchen. Und eben, wir haben da nicht spezifisch immer das Weihnachtsthema. Genau, natürlich ab und zu schon, aber nicht nur. Und darum hoffen wir, dass da etwas für jeden und jede dabei ist. Genau, wir wünschen euch ganz viel Spass beim Reinhören. Ja, und bis morgen vor Weihnachtszeit. Und bis morgen! Oh mein Gott, wir können jetzt ausrechnen 23 Mal sagen, bis morgen. Bis morgen! Tschüss zusammen! Ich glaube, gut. Also ich mache jetzt aber einen Cut. Ich speichere es separat. Ja.